Wir haben den letzten Teil dieser Serie «Entfesseltes Evangelium». Und das ist immer super, wenn du so der Letzte bist, der in dieser Serie noch predigen darf. Du kannst nämlich nochmal so den Sack so richtig zubringen und binden und kannst alles nochmal irgendwo nochmal ein bisschen einfliessen lassen. Und ich habe mich wirklich gefreut, über das Thema zu reden, weil ich liebe es, über das Evangelium zu reden, in seiner ganzen Breite und das schmackhaft zu machen. Und heute geht es darum, um gute Nachricht für meinen Nächsten oder eben für deinen Nächsten. Und wir möchten zusammen anschauen, wie wird denn das Evangelium eine gute Nachricht für deinen Nächsten, für die Leute in unserem Umfeld. Und wir haben das schon ein paar Mal jetzt ein bisschen angesprochen in dieser Serie. Näher mit dem Wort Evangelium verwandt ist das Wort Evangelisation oder oft damit verbunden auch Mission. Und es ist leider irgendwie so geworden, dass das Begrifflichkeiten sind, die Unterschiedliches auslösen. Bei den einen lassen sie das Herz höher schlagen, weil sie damit begeisternde Geschichten verbinden von Menschen, denen ihr Leben eine entscheidende Wendung genommen hat, dadurch, dass ihnen jemand von dem Jesus erzählt hat, dadurch, dass sie das Evangelium kennengelernt haben. Und dann gibt es andere, das sind häufig auch Leute, die schon länger Christen sind, für die löst es irgendwie so ein unangenehm berührtes Gefühl aus, wenn andere über den Begriff reden, weil sie sich irgendwo dann unter Druck gesetzt fühlen. Das Gefühl haben, sie müssen etwas machen, wo ihnen irgendwo nicht ganz liegt oder wo sie irgendwo Mühe damit haben. Und Hannes hat da von dem erzählt, oder mit Traktätchen verteilen und wenn er zum Kübel ist und zum die schneller loswerden und es 2, 3 am Kübel gegeben hat und der versucht hat zu bekehren. Irgendwo löst es Unterschiedliches aus und für die einen, umgangssprachlich, heute nennt man das cringe, so das Gefühl, das es bei den einen Leuten auslöst, so ein unangenehmes Gefühl. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir uns als Christen eingestehen, dass wir in Bezug auf Evangelisation manchmal auch ein paar Sachen gemacht haben, die wirklich nicht nur cool waren. Oder der starke Wunsch, den viele Menschen gespürt haben, der Missionsbefehl, den uns Jesus ja gibt und den wir ernst nehmen möchten, entsprechen, hat manche Christen dazu gebracht, dass die Zahl der Bekehrungen dann fast wichtiger geworden sind, als wie es den Menschen wirklich geht. Und man hat dann so von Bekehrungen erzählt, so fast wie Skalpjäger, die anderen erzählen, wie viele Skalps sie irgendwo gejagt haben. Und man hat gesagt, hey, so und so viele Leute haben wir bekehren. Aber was nachher mit diesen Leuten passiert ist, hat niemand interessiert. Und manchmal ist es auch fast ein bisschen egal geworden, was für Mittel dazu verwendet worden sind, weil schlussendlich geht es ja darum, dass Menschen gerettet werden und dann sind sie ja nachher gerettet und dann ist alles gut. Und dann ist es dann bei den einen auch egal gewesen, wenn bei einem Aufruf, so einem grossen, wo man die Leute vorgebettet hat, dann zuerst noch ein paar andere vorgelaufen sind, die eigentlich gar nicht dem Aufruf folgen wollten, die schon lange Christen waren, nur um es anderen ein bisschen einfacher zu machen. Oder dann hat man teilweise die Hölle in allen Farben ausgemalt, einfach damit die Leute auch wirklich checken, wie schlimm das es dann um sie steht. Und manchmal sind auch so VIPs mehr so Very Important Projects gewesen, anstatt Very Important Persons. Und wenn es dann irgendwie nach dem 3. Anlauf über den Glauben zu reden nicht geklappt hat und die Leute kein Interesse gezeigt haben, hat man sich einfach einen neuen VIP gesucht oder eben ein neues Project. Und das sind manchmal so Sachen gewesen, oder auch wenn Leute in verletzlichen Momenten dann irgendwie fast zum Glauben überredet worden sind, wo einfach irgendwo manchmal so einen schlechten Beigeschmack hatten. Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass bei Nicht-Christen, aber auch bei vielen Christen, manchmal in diesem Zusammenhang auch so ein ungutes Gefühl entsteht, wenn es darum geht, den Glauben mit anderen zu teilen. Manchmal auch ein bisschen Hilflosigkeit, eine Ratlosigkeit, wo Leute vielleicht auch sagen, ja, ich will eben nicht zu denen gehören und dann mache ich vielleicht lieber nichts. Und das kann es irgendwie auch nicht sein. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle, es hätte wirklich nicht irgendwie ein Bashing sein von Evangelisation oder so. Und ich habe bewusst ein paar ganz schlechte Beispiele vorgezogen und vieles war auch sehr gut gewesen und ganz viele Leute haben das auf eine ganz gute Art und Weise gemacht. Aber leider ist der Welt aufgefallen, dass das manchmal passiert ist. Und die Welt schaut mega genau an, wenn es um so Sachen geht. Gerade vor kurzem, ich glaube letzte oder vorletzte Woche, war auf Watson wieder ein Artikel, wo es darum geht, dass viele Christen jetzt eben auch gerade in der Ukraine-Krise aktiv sind und sich einsetzen, Flüchtlinge aufnehmen. Und dann heisst es dann plötzlich, religiöse Gruppen empfangen Flüchtende aus der Ukraine mit offenen Armen. Doch gerade bei radikalen Evangelikalen verbirgt sich hinter der Hilfsbereitschaft oftmals eine missionarische Absicht. Also ihr seht, die Welt ist misstrauisch. Und sie kauft es uns teilweise nicht einmal mehr ab, dass wir diese Sachen mit einem guten Herz machen. Und wir leben in einer Zeit,
wo vieles, was man vielleicht früher einfach so irgendwie so okay gefunden hat, wo die Welt mega genau anschaut, sehr kritisch ist und es nicht mehr einfach als okay anschaut. Und teilweise ist das zu Recht, teilweise ist es auch völlig übertrieben, aber es ist eine Realität, wo wir drin leben. Und es gibt uns ein Stück weit auch so einen Hinweis, einen Fingerzeig, dass eben vielleicht teilweise wirklich ein paar Sachen nicht ganz so gut gelaufen ist. Dass vor lauter Strategien, wie wir an möglichst viele Menschen für Jesus gewinnen können, der Eifer für das Gute, das wir hatten, manchmal etwas Elementares, Wichtiges verloren gegangen ist. Vielleicht sogar das Entscheidende, leider manchmal fast zu kurz gekommen ist, nämlich die Liebe zu diesen Menschen. Und wenn wir anschauen, was das Evangelium ist, dann geht es um Liebe. Einer von den viel zitiertesten Versen, wenn es ums Evangelium geht, ist Johannes 3,16. Und was heißt es dort? Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Also Gott hat die Menschen, und das ist ein bisschen falsch übersetzt, eigentlich müsste es heißen die Welt. Die meisten neueren Übersetzungen übersetzen es so, weil im Griechischen heißt das Wort Kosmos, so sehr geliebt, dass er bereit war, sein Kostbarste hinzugeben. Es ist eine Liebe, die sich für andere hingibt und wo nicht andere irgendwie versucht zu bedrängen oder zu überrumpeln oder zu etwas zu überreden. Das Evangelium ist im tiefsten Kern durch die Liebe und Barmherzigkeit und vom Mitgefühl durchdrängt. Das ist das, was es eigentlich ausmacht. Aber das ist eine Liebe, die sich niemandem aufdrängt, sondern sich ein Vorbild daran nimmt, wie Jesus mit anderen Menschen umgegangen ist. Und die Motivation von Jesus war Liebe, nichts anderes. Und dann bin ich manchmal schon auch ein bisschen erstaunt, das habe ich wirklich schon so erlebt, dass Menschen auf der Straße sagen, ja, das ist im Fall Liebe, wenn ich diesen Menschen sage, dass sie Sünder sind und dass sie verloren gehen. Weil zu Liebe gehört hat, dass man ehrlich ist zueinander. Und dann sagen sie das irgendeinem wildfremden Mensch und dass er ein verlorener Sünder ist und dass ihm die Hölle droht. Aber nein, das ist nicht die Liebe, die mit der Jesus unterwegs war. Und ich hoffe, dass wir in dieser Serie nochmal so ein Feuer bekommen haben für das Evangelium und für die Auswirkungen, die es in unserem Leben haben kann. Und wenn das so ist, dann ist heute mein allergrößtes Anliegen, in dir die Liebe zu deinen Mitmenschen, zu deinen Nächsten, nochmal irgendwo auf eine neue Art und Weise zu wecken. Weil wir müssen uns manchmal schon fragen, erzählen wir anderen Menschen von Jesus, weil wir sie wirklich gern haben? Oder haben wir andere Menschen einfach gern, damit wir ihnen nachher von Jesus erzählen können? Das ist ein Unterschied. Und vielleicht gibt es ein paar, die sagen, ja, aber hey, der Paulus auf seiner Missionsreise, der ist einfach zu irgendwelchen wildfremden Leuten hin und hat denen vom Glauben erzählt. Fast. Auch er ist umgereist und auch er ist von Liebe angetrieben gewesen. Das sehen wir. Und das ist eigentlich speziell, oder? Bei den Thessalonicher sagt er, aus Liebe zu euch waren wir nicht nur dazu bereit, euch Gottes rettende Botschaft zu verkünden, sondern auch unser ganzes Leben mit euch zu teilen. So sehr hatten wir euch lieb gewonnen. Auch er ist von Liebe motiviert gewesen, die gute Nachricht zu erzählen. Und ja, er ist viel umgereist, aber hey, er hat Beziehungen gepflegt. Er ist an den meisten Orten mehr als einfach nur einen Tag oder ein paar Stunden geblieben, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen, sondern Tage, Wochen, Monate und an gewissen Orten sogar mehrere Jahre. In Ephesus war er 3 Jahre am Stück gewesen. Der Startpunkt muss immer die Liebe sein. Vor allem in der heutigen Zeit ist das, glaube ich, wichtiger als je zuvor. Ein entfesseltes Evangelium fängt bei deiner Liebe für die Menschen in deinem Umfeld, für deine Nächsten an. Du musst einen guten Moment sich einmal ganz ehrlich versuchen zu fragen, hey, wie fest liebst du deine Nächsten, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, sonst Menschen, mit denen du regelmäßig zu tun hast? Liebst du sie? Wirklich? Ich glaube, es ist mir mega wichtig, dass wir diese Frage nicht zu schnell abhaken. Weil wir sagen das so schnell. Eben das sagen da die auf der Straße. Mal, ich liebe im Fall die Menschen wirklich. Aber lieben wir es wirklich? Und ich muss ganz ehrlich sein mit euch. Ich hatte lange eine Zeit, wo ich eigentlich wenig Liebe für andere Menschen hatte. Natürlich, oder, für meine nächsten Freunde und Bekannte und so weiter, weil die sind ja cool, die habe ich gerne gehabt.
die habe ich mega mögen. Aber die anderen, für die habe ich oft nicht so viel Liebe übrig gehabt. Ich oft denke dann so, ich bin ja nicht für die verantwortlich. Die machen, was sie wollen. Das ist mir eigentlich gleich. Oder, sorry, einige sind auch einfach komisch. Vielleicht kennen ihr auch ein paar. Und dann hat es eines Tages an einer Konferenz hat ein bekannter christlicher Leiter auf der Bühne gesagt, schau, es gibt eine wichtigste Voraussetzung, wenn du Pastor sein willst, du musst Menschen lieben. Und irgendwie hat das so zu mir geredet in dem Moment. Es hat wirklich so wie Bäm, mich einfach getroffen und es ist mir nicht mehr aus dem Kopf. Und das war noch, bevor ich da Pastor war. Ja, ich einfach zum Sagen. Aber es hat mich irgendwo beschäftigt und wo wir da angefangen haben, ist das eine von diesen Fragen gewesen, die ich für mich mit umgetragen habe. Liebe ich Menschen genug, um wirklich Pastor zu sein? Habe ich Menschen genug gern? Und ich habe gefunden, nein, ich glaube nicht. Und ich habe gemerkt, dass das etwas ist, was ich mit Gott anschauen muss. Und ich bin zu Gott mit dem und ich bin einen Weg mit Gott gegangen. Und Gott hat mein Herz verändert. Immer mehr habe ich gelernt, Menschen zu lieben, gerne bekommen. Auch solche, die ganz anders sind als ich. Auch solche, mit denen ich sonst nichts zu tun habe. Und Gott hat mein Herz wirklich verändert. Wie hat er das gemacht? Hey, schau, das Gebet ist ein Schlüssel in dem inne. Und Gott immer wieder beten, Gott, hilf mir, andere Menschen mit deinen Augen zu sehen. Ich möchte sie so sehen, wie du sie siehst. Und schenk mir Liebe für die Menschen um mich herum. Hey, und plötzlich habe ich gemerkt, wie Menschen, Personen, auch solche, wo ich es nicht immer einfach damit gefunden habe oder die es vielleicht auch nicht einfach mit mir gefunden haben, ich irgendwo Liebe für sie bekommen habe. Ich sie wirklich gern kann und von ganzem Herzen kann sagen, ja, ich habe die Person gern, selbst wenn sie nicht viel mit mir anfangen kann. Und vielleicht erinnert ihr euch, die letzte Predigt hat Elias das Segnen vorgestellt. Und der erste Ding war, starte mit Gebet. Und vielleicht, wenn du merkst, dass das ein Thema ist, wenn dir die Liebe fehlt, dann ist vielleicht dein Gebet in erster Linie die Liebe für die Menschen überzukommen. Liebe für andere Menschen. Vielleicht ganz im Generellen, wenn du merkst, das ist ein Thema, wo du irgendwie generell ein bisschen Mühe hast, aber vielleicht auch ganz individuell für einzelne Personen in deinem Umfeld, wo es dir schwerfällt. Weil schau, wenn die Menschen merken, dass wir sie wirklich lieben, dann sind sie offen für das, was wir ihnen erzählen. Aber nicht, wenn sie merken, dass wir sie als irgendein Projekt oder weiß auch nicht was anschauen. Und Evangelium heisst gute, frohmachende Botschaft. Und das ist es auch. Aber nur, wenn wir uns nicht wie irgendwie schlechte Verkäufer anfangen zu verhalten und ihnen, sobald sie irgendwie merken, dass wir sie gerne haben, versuchen, etwas zu verkaufen, was sie eigentlich gar nicht brauchen. Das ist verstörend. Ich weiß nicht, wer Leute kennt, es gibt da so die Multilevel-Marketing-Systeme, wo grundsätzlich eine coole Idee, oder, dass man andere Sachen weiterverzählt, die man cool findet. Nur das Problem ist, die meisten machen in dem Sinn Geld mit ihren persönlichen Beziehungen, mit ihren Freunden. Und als Freund weißt du plötzlich nicht mehr, bin ich jetzt Freund mit dieser Person, weil sie mir ihre Produkte verkaufen oder nicht. Oder eben plötzlich, wenn dir deine Freunde anfangen, Sachen zu verkaufen, die du gar nicht willst. Und das ist komisch. Es wird irgendwie so angespannt. Und ich glaube, leider ist es uns Christen manchmal passiert, dass wir mit Menschen Freundschaften und Beziehungen angefangen haben, dass wir ihnen dann die Welt erklären können, wie wir es wirklich sehen, und ihnen sagen, dass sie das Evangelium doch bräuchten. Und sie gar nicht richtig verstanden haben, warum, was das ihnen ausmachen sollte. Und ich glaube, in diesem Punkt haben dann eben einige Christen gesagt, hey, warum, dann erzähle ich lieber gar nicht mehr vom Glauben. Einfach damit wir wenigstens eine gute Beziehung haben. Aber das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Also natürlich, wir wollen das andere nicht, aber wir wollen auch nicht, wir müssen irgendwie einen guten Weg finden, um es machen können. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, dass wir zum einen die Menschen wirklich ganz gern haben. Und dann ist es aber auch wichtig, dass wir selber kapieren, inwiefern das Evangelium für dich selber gute Nachricht ist, damit wir weiter erzählen können, warum das Evangelium für andere Menschen so eine gute Nachricht ist und nicht einfach etwas, das sie nicht verstehen. Weil wenn wir wirklich verstehen, dass das Evangelium eine gute, frohmachende Botschaft ist, dann bedeutet es, dass es wahrscheinlich irgendwo im Leben von dieser Person einen Punkt gibt, wo das Evangelium voll ins Schwarze trifft. Wo die Auswirkungen vom Evangelium eine positive Veränderung für die Person wird bedeuten.
Genauso wie es bei dir das macht, vielleicht eben auch bei deinem Nächsten. Aber zum Wissen, was denn in den Ohren von deinem Nächsten eine gute Botschaft ist, will man vielleicht zuerst wissen, was die Person beschäftigt. Welche Fragen, dass sie sich die Person stellt. Welche Bedürfnisse, dass sie hat. Was ihr wichtig ist im Leben. Und da sind wir beim Punkt vom Zuhören. Und es ist ein Punkt, das sehen wir auch in der Bibel. Der Paulus in der Apostelgeschichte 17, 16 bis 17, wo er in Athen war, wir schauen das heute ein bisschen miteinander an, sehen wir, während Paulus nun in Athen auf die beiden warteten, sah er sich in der Stadt um. Und er begann, mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Also wenn wir den Paulus da beobachtet, dann sehen wir, wie auch er mit diesen Menschen in Athen nicht gerade gekommen ist und einfach das Evangelium erzählt hat, sondern zuerst ihnen zugelassen hat, mit ihnen geredet hat. Dass es ihm wichtig war, herauszufinden, zu spüren, was ist denn das, was die Menschen beschäftigt? Wie geht es ihnen? Was sie bewegt? Und er hat sich da umgesehen, verschiedenste Menschengruppen zugelassen, um herauszufinden, was ist denn wirklich gute Botschaft für die Menschen. Und das Spannende ist, Tag für Tag. Also es ist nicht einfach etwas, wo er so, okay, ich nehme mal 2 Stunden Zeit und dann, aber nachher müssen wir dann schon aufs Evangelium zu reden kommen. Sondern er hat sich anscheinend längere Zeit genommen. Er hat gestartet mit dem Zuhören und dem Interesse am Gegenüber. Und ich glaube, auch bei uns ist es wichtig, dass wir mit Zuhören und dem Interesse an unserem Gegenüber anfangen. Weil Liebe zu unserem Nächsten, sie zeigt sich immer zuerst darin, dass wir auch ein Interesse an ihm haben. Dass wir uns dafür interessieren, wie es ihm geht. Und zwar ehrlich dafür interessieren. Und auch das ist wieder einer von diesen Punkten, wo in dem Segne, wo der Elias das letzte Mal vorgestellt hat, vorkommt, erst zuhören, das Und es gibt Studien, die sich auch damit beschäftigt haben, was ist den Menschen wichtig, wenn sie mit jemandem über spirituelle Sachen möchten reden. Und dort heisst ganz klar, sie möchten Menschen, die sich für sie interessieren, die ihnen zuhören und sie dann auch nicht verurteilen für die Art und Weise, wie sie die Sachen sehen, sondern wo sie ernst nehmen in dem hinein. Weißt du, was dich Gegenüber beschäftigt? Was seine Nöte, Sorgen, Bedürfnisse sind für die Leute um dich herum. Und schau, eine Art und Weise, in der sich Interesse zeigt, ist, dass wir den Menschen Fragen stellen. Jesus, sehen wir auch bei ihm, ist ein guter Fragesteller gewesen. Zum Beispiel auch bei dem Blinden im Lukas 18, wo er nachher geheilt hat, hat er zuerst gefragt, ja, was möchtest du denn überhaupt? Was ist dein Anliegen? Er hat sich dafür interessiert. Und so oft haben wir manchmal das Gefühl, ja, das irgendwie herausfinden. Aber es ist relativ einfach. Wir müssen nicht raten, um herauszufinden, was die Bedürfnisse der Menschen um uns herum sind. Frag sie einfach. Wenn du dich für sie interessierst, ernsthaft, dann dürfen wir auch mal ein tieferes Gespräch führen. Dürfen wir auch mal nachfragen, was die Person beschäftigt. Das ist auch nochmal so eine Frage, die wir uns selber stellen können. Interessierst du dich für das, was die Nächsten beschäftigt, oder bist du eher mit dir selber beschäftigt? Weißt du, was die Sorgen sind? Kümmerst du dich um ihre Sorgen und Probleme, ihre Nöte? Eine gute Art und Weise, wie wir das machen können, ist auch ein Teil von dem Segne, gutes Essen, das Gehen. Wären wir schon beim 3. Punkt. Essen bietet so viel Gelegenheit für Gemeinschaft, für offene Gespräche, um auch mal tiefer zu gehen. Und dann ist es mega wichtig, wenn wir herausgefunden haben, was die Menschen um uns herum beschäftigt und was ihre Bedürfnisse sind, dann zeigt sich Liebe darin, dass wir uns dieser Not annehmen. Und mit Wort und Tat. Und mit Wort meine ich nicht in erster Linie gerade die Lösung präsentieren, sondern mit einstimmen, mit dieser Person, in dem, wo sie schon dran ist, helfen und mit dieser Person unterwegs sein, uns zu kümmern, ernsthaft. Weil wenn wir uns kümmern um das, was um die Nöte der anderen Menschen, ernsthaft und das ernst nehmen und wirklich ihnen möchten helfen, mit dem zeigen wir, dass unsere Liebe echt ist. Und das ist das N von Segne, Nächstenliebe. Und das Spannende ist, du wirst merken, irgendwann in diesem Prozess, wenn du mit diesen Leuten unterwegs bist, wenn du dich um ihre Nöte kümmerst, für sie da bist, wirst du plötzlich merken, hey, und jetzt genau, in diesem Punkt, in dieser Not, ist das Evangelium eigentlich eine gute Nachricht für die Person. Und du wirst plötzlich, und ich hoffe stark, dass es euch so geht, merken, dass du da
etwas hast, wo das Evangelium genau in diese Situation trifft. Man sieht das auch wieder beim Paulus, oder? Wie er nämlich nachher, das heißt da, als er nämlich durch die Straßen, oder er sagt das nachher der Athener, genau, als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkünde ich euch. Er können dort, wo sie einen Punkt hatten, da können sie sagen, hey, da habe ich eine gute Nachricht. Ich kann euch sagen, wer das ist. Vielleicht denkst du jetzt, ja, schön wär's, das hast du schon ein paar Mal versucht, oder irgendwie das Gefühl gehabt, und also so eine Gelegenheit wie jetzt da der Paulus, sorry, aber irgendwie, oder du merkst, wenn es dann so ist, irgendwo stoßt dich doch an und merkst so, ja und jetzt, was mache ich denn jetzt? Irgendwie. Und letztes Mal haben wir einen Weg angeschaut, wie du das machen kannst, nämlich indem du deine Geschichte erzählst, dass du nicht die ganze Welt musst erklären. Und ich möchte heute aber auch noch mal aufgreifen, wie das Evangelium so enorm vielfältig ist und auf so viele verschiedene Art und Weise eine gute Nachricht für Menschen ist, wo wir irgendwie, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber wo wir manchmal wie einfach nicht präsent haben und irgendwo nicht sprachfähig sind, um über das zu reden und uns, sobald es um das geht, gerade irgendwie auf so eine Standardformel zurückfallen und anfangen die Leute zuerst bei Adam und Eva die Welt erklären, wie alles genau zusammenhängt und sie nach 2 Minuten verloren haben und eigentlich dann, wenn wir zum Punkt, von was wirklich gute Nachricht für sie ist, lassen sie uns schon gar nicht mehr zu und merken und haben irgendwie das Gefühl, ja, aber dann müsst ihr die ganze Welt anders sehen und ganz ehrlich, mir geht es manchmal selber so. Das ist irgendwo, hockt das manchmal so tief in uns drin. Und das ist manchmal das Problem von diesen Erklärvideos. Oder? Der Elias hat gesagt, schaut mal die Videos und die sind gut, ich möchte die überhaupt nicht schlecht machen. Aber das ist manchmal das Problem von diesen Videos. Die wissen nicht, wie es deinem Nachbar geht. Die wissen nicht, was sein Bedürfnis ist. Die wissen nicht, was eine gute Nachricht für deinen Nachbar ist. Die können uns helfen, das, was in der Bibel steht, in einer einfachen Art und Weise zu erklären, dass die Person nicht gerade die ganze Bibel selber durchlesen muss. Aber was dann effektiv an dem gute Nachricht ist für deinen Nachbar, das ist unterschiedlich. Das ist nicht für jeden genau gleich. Oder manchmal sind wir dann in dem hinein, ich weiss nicht, das Beispiel, vielleicht kennen da Leute, die einen Thermomix haben. Ich kenne mehrere. Und die schwärmen von dem Thermomix. Wer kennt alles Leute, die so einen Thermomix haben? Gut, ein paar, oder? Die sind auch gut. Ich möchte überhaupt nicht, also gell, ist nicht, dass ich das schlecht mache. Aber wenn Menschen von einem Thermomix schwärmen, dann schwärmen sie nicht, dann schwärmen sie davon, weil der so eine gute Auswirkung in ihr Leben hat. Ihnen das Kochen so viel einfacher macht, weil man so viele verschiedene Sachen damit machen kann, die mega cool sind und mega einfach funktionieren. Und wenn sie dir davon vorschwärmen, dann erzählen sie dir nicht, wie der Thermomix genau funktioniert, was der für einen Motor drin hat und was da alles genau dahinter steckt, sondern es geht um die Auswirkung, die es für dich hat, für dein Leben, auf dich. Nicht das System ist in dem Sinne das Wichtige, sondern was möglich ist, was möglich gemacht wird, was es für Auswirkungen in unser Leben hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ist das genau manchmal das, was wir ein bisschen verpassen, wenn wir beim Evangelium anfangen. Wir erklären, was alles drunter liegt und wie es funktioniert und vergessen, zum Punkt zu kommen, was effektiv die Auswirkungen für die Menschen sind. Fangen bei Adam, Eva, Schuld und Kreuz und so weiter an. Und ich will nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass wir das nicht mehr dürfen oder nicht sollen, weil das ist ja so entscheidend. Aber wir fangen manchmal dort an, wo es die Leute nicht verstehen können. Und wir müssen dort anfangen, wo das Evangelium eine Auswirkung für sie hat, wo positiv ist, wo ihr Leben verändert. Und schaut, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann können wir die Vielfalt sehen, wie das Evangelium eine gute Nachricht für andere Menschen ist. Und schauen wir doch noch mal an, wie zum Beispiel Jesus verschiedenen Menschen begegnet ist. Der Elias hat das in der ersten Predigt mega gut aufgezeigt und ich möchte das einfach noch mal aufgreifen. Manchmal muss man Sachen zweimal hören. Jesus hat auch die Menschen nicht immer gerade mit Sünde und Vergebungsbedürftigkeit konfrontiert. Er ist ihnen auf verschiedenste, vielfältigste Art und Weise begegnet und sehr oft hat er Nächstenliebe mit der guten Nachricht gerade direkt miteinander verknüpft. Zum Beispiel beim Nathanael, im Johannes 1. Dem hat er gezeigt, dass er ihn kennt, ihn wertschätzt und ihm nachher zugerufen, hey, folg mir nach. Das ist Annahme, Liebe, die er ihm gegeben hat. Dann die Begegnung mit dem Nikodemus, wo
eher ein bisschen ein Brainy war, ein Intellektueller und gesagt hat, ja, aber wie soll das gehen? Und dem hat er gute Nachricht in einer theoretischen, intellektuellen Art und Weise erklärt, so dass sein Bedürfnis, nachdem das irgendwo zu verstehen, erfüllt war. Der Frau am Brunnen hat er aufgezeigt, dass sie bei ihm die Erfüllung von ihren Sehnsucht, wo sie ihren Lebensdurst, den sie in sich hat, kann stillen. Die 5000 Menschen, die er versorgt hat mit Essen, er ist ihrer physischen Not, die sie hatten, begegnet. Der Ehebrecherin hat er ihren Fehler vergeben, ihre Schuld. Und der Blinde hat Jesus geheilt durch ein Wunder, durch übernatürliches Eingreifen. Und wenn ihr die Evangelien durchlesen und mal ein bisschen darauf achtet, werdet ihr noch merken, dass Jesus schon die ganze Zeit vom Evangelium geredet hat. Noch bevor er gekreuzigt und wieder auferstanden worden ist. Er hat vorher schon gesagt, hey, das ist eine gute Nachricht, die ich euch bringe. Die Botschaft vom Reich Gottes. Evangelium ist nicht nur Kreuz und Auferstehung, aber das Kreuz und Auferstehung ist der Schlüssel dazu, zum Ganzen, natürlich. Aber Jesus hat schon vorher vom Evangelium geredet. Und manchmal tun wir uns irgendwie schwer, die Schönheit und die Vielfalt vom Evangelium zum Leuchten bringen, wenn wir anderen Menschen davon erzählen, weil es uns so wichtig ist, gerade die Sachen, das, was dahinter liegt, irgendwo zu erklären. Dabei gibt es so viel Bedürfnis, Sehnsucht, für dieses Evangelium wirklich einfach eine gute Nachricht ist. Und ich möchte so zum Schluss euch dann nochmal so ein Stück weit das Feuerwerk präsentieren, wie das Evangelium eine gute Nachricht für dich, aber eben für die Nächsten auch ist. Die Schönheit, die in dem drin steckt, ein bisschen vorheben. Das Evangelium gibt Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Es nimmt uns die Angst vor Gericht und Tod und Scham. Es befreit von Sünde, wenn du sie als Schuld gegenüber Gott betrachtest. Es verändert deinen Umgang mit deiner eigenen Unvollkommenheit, mit deinen Fehlern. Dass es einen neuen Weg gibt, um damit umzugehen. Es gibt dir Antwort auf die grossen Fragen vom Leben, die vielleicht auch die Wissenschaft nicht erklären kann. Nämlich, wie das Leben wirklich funktioniert. Warum der Mensch ein Bewusstsein hat und andere Tiere nicht. Warum das alles aus Zufall oder eben warum nicht alles aus Zufall entstanden ist. Wie Liebe funktioniert. Wozu wir eigentlich geschaffen sind, wofür wir da sind. Und hey, Wissenschaft und Glaube, ich finde, es passt super zusammen. Es geht überhaupt nicht darum, zu sagen, Wissenschaft ist nicht gut, das ist wichtig. Das Evangelium zeigt dir auch, wie deine Sehnsucht wirklich gestillt werden kann. Und wie du innere Zufriedenheit und Freude bereits jetzt da in diesem Leben zum grossen Teil erleben kannst. Das Evangelium zeigt dir, wie du wahre Heimat und Frieden finden kannst in deinem Leben hinein. Es zeigt dir, wie ein Leben voll von Gerechtigkeit und Frieden prägt, möglich wird. In dieser Welt, die so von Ungerechtigkeit prägt ist. Das Evangelium ist der Weg, wie das Böse in dieser Welt kann überwunden werden kann. Wenn du druckst bei diesen Slides, dann sind so Animationen, dann kommen dann, glaube ich, die anderen Punkte noch. Genau. Und schau, es ist noch lange nicht alles. Es ist nur schon das ist begeistert. Aber ich habe noch mehr. Ich habe einen zweiten Slide. Das Evangelium stillt deine Sehnsucht nach Liebe und Annahme. Und zwar auf eine dauerhafte Art und Weise, so wie es andere Menschen nicht können. Das Evangelium hilft dir mit den Ansprüchen, die andere Menschen an dich haben oder wo du selber an dich hast, einen gesunden Umgang zu finden. Das Evangelium ist die Kraft, die dich tiefst drin, in deinem Innersten kann verändern kann, wo du aus eigener Kraft nie wirst schaffen können. Und was kein Psychiater in dir kann bewirken. Das Evangelium zeigt uns, wie gelingende Gemeinschaft unter Menschen möglich ist und wie die Not von der Einsamkeit überwunden werden kann. Das Evangelium ist der Weg zu der Freiheit. Überall dort, wo wir gebunden sind, überall dort, wo irgendwelche andere Sachen versuchen, zu viel Raum in unserem Leben einzunehmen. Das Evangelium zeigt uns, wie das Leben eigentlich gedacht gewesen wäre. Das Evangelium lädt dich ein in eine Beziehung zu Gott. Und so lustig, es gibt da so ein bekanntes Self-Help-Buch, das heisst, das Universum steht hinter dir. Und ich denke, ja, es ist Gott, der hinter dir steht. Es ist Gott, der mit dir ist. Das ist die gute Nachricht vom Evangelium, dass das Universum nicht einfach das Universum ist, sondern eine Person, wo du kannst in einer Beziehung drin sein.
Es gibt verschiedene Orte, wo du das findest, die Auswirkungen, die Kraft, die das Evangelium in deinem Leben kann haben. Der Timothy Keller listet in seinem Buch Center Church verschiedene so Zugänge auf. Ich habe mich in meiner Masterarbeit damit auseinandergesetzt, wie das Evangelium so die verschiedensten Sehnsüchte kann stillen, die wir haben. Aber du musst nicht 100'000 Sachen lesen. Es ist nicht so schwierig, das herauszufinden. Aber es ist vielleicht gut, wenn du dir nochmal überlegst, was von dem ist für dich gute Nachricht. Ich kann es für mich sagen, oder? Was mich immer wieder bewegt, ist, wie das Evangelium mir eine Art und Weise das Leben zeigt, wo meine tiefste Sehnsucht stillt, wo Erfüllung und Frieden bringt, wo meine ungesunden Sehnsüchte, die ungesunden Sachen, die mir drin sind und die Verlangen in meinem Leben an die richtige Stelle rückt, denen einen Platz gibt, wo es okay ist und mir hilft, mit denen umzugehen. Oder etwas anderes, was mich immer wieder so begeistert am Evangelium, ist, dass ich drinnen die Antworten finde auf die grossen Fragen vom Leben, wo viele Menschen irgendwo versuchen zu unterdrücken, weil sie nicht zu Schlag kommen damit. Und die Entstehung vom Leben und vom Universum, wie Liebe so eine starke Kraft kann sein, die alles übersteigt, wofür es sich lohnt zu leben, wie ein Leben aussieht, wo es sich eben lohnt, drinnen zu leben. Also so auch bei mir ist das jetzt vielleicht auch so eher die intellektuelle Ebene, so wie Jesus und dann dort mit dem Nikodemus das Gespräch gehabt hat. Das ist das, was mich begeistert am Evangelium, was mich bewegt. Bei dir ist es wahrscheinlich etwas anderes. Ich sehe so viel Schönheit drin, mit dem Jesus verbunden zu sein und so dürfen durchs Leben gehen und mein Leben leben. Und schau, es ist so einfach, sich irgendwo die Bedürfnisse, Sehnsucht und so weiter von anderen Menschen herauszufinden. Zum einen eben, lieb sie, bist mit ihnen unterwegs, los ihnen zu und du wirst es sofort merken. Du kannst Zeitungen lesen und aufschlagen, auch dort, du merkst sofort, dass Themen sind, die die Menschen beschäftigen. Oder es gibt so Umfragen wie Sorgenbarometer und so weiter. Oder nur schon, wenn du Enneagramm, wer kennt Enneagramm da, die Persönlichkeitstypen? Ja, genau. Nur schon dort, jeder von diesen Grundtypen hat irgendeine Sehnsucht in sich inne. Beim einen ist es Liebe, der andere möchte sich selber sein können. Ein anderer sucht irgendwo Heimat. Andere suchen ein erfülltes Leben. Geborgenheit ist das, wo ein so ein Grundtyp möchte, richtig wahrgenommen werden, Kontrolle haben, Harmonie, Frieden möchte ein anderer haben. Das sind alles so Bedürfnisse, so Sehnsüchte, wo in diesen Persönlichkeitstypen drin sind. Wenn du weißt, was für eine Person das ist, weißt du, was ungefähr vielleicht seine Sehnsucht ist. Und sogar die Persönlichkeit, das Enneagramm macht es sogar noch einfach, weil es zeigt auf, was eigentlich die Folge ist, wenn das in einer Art und Weise dominiert, unser Leben. Und das Umgekehrte, das, was eben ist, wenn es geheiligt ist, ist genau das, was die Folge davon ist und das Evangelium drin hineinkommt. Was dann für Stärken daraus wachsen. Und das ist so eine einfache Frage, die du dir stellen kannst, ist, inwiefern ist das Evangelium für meinen Nächsten eine gute Botschaft? Wenn du weißt, was seine Nöte sind, was seine Bedürfnisse sind, einfach mal schnell darüber nachdenken. Wie wäre das Leben von deinem Freund besser, wenn er mit Jesus unterwegs wäre? Was könnte sich alles ändern? Was bedeutet das Evangelium für diese Person? Und dann fang dort an. Weil dort ist es wirklich eine gute Nachricht für die Nächsten. Einfaches Beispiel, wenn du zum Beispiel jemanden kennst, der immer wieder den Druck von eigenen, aber auch vielleicht auch fremden Ansprüchen erlebt und unter dem schier kaputt geht, die gute Nachricht vom Evangelium ist, dass das Leben mit Jesus von Gnade geprägt ist. Und das Leben von Jesus dir hilft, damit umzugehen, welche von diesen Ansprüchen jetzt gerechtfertigt sind und welche nicht. Und wie du eine gesunde Balance mit dem kannst finden. So einfach. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir lernen, das Gute von dieser guten Nachricht zu erzählen. Und natürlich gehört es dann schlussendlich auch dazu, was am Kreuz passiert ist. Das kommt automatisch. Es ist nicht, dass wir das irgendwie verstecken müssen. Gar nicht. Aber meistens ist nicht das der Punkt, wo die Leute verstehen, dass es für sie eine gute Nachricht ist. Nicht auf jeden Fall vielleicht im ersten Moment. Aber die Welt sehnt sich nach dieser guten Nachricht. Und wir haben sie. Wenn wir uns bewusst sind, was das Evangelium mit anderen Menschen, was es für eine gute Nachricht für sie ist. Hey, und lassen wir uns dabei wirklich von der Liebe zum Nächsten antreiben. Und nicht sie als irgendwie ein Projekt oder Bekehrungsopfer oder weiss auch nicht was anschauen.
Und wenn du merkst, dass das ein Thema ist, es sind so die 2 Punkte, die ich heute uns mitgeben möchte. Das eine ist, wenn wir uns wirklich von der Liebe bewegen und wenn du merkst, dass dir die Liebe fehlt, dann ist das der Punkt, wo vielleicht im Moment dran ist, um dafür zu beten. Dass wir von Liebe angetrieben sind. Und das Zweite ist, lass uns lernen, das Gute von der guten Nachricht zu erzählen und nicht die Mechanik dahinter. Weil die Welt braucht sie. Ich lade euch ein zum Beten. Steht doch vielleicht gerade auf. Jesus, das Evangelium ist so eine gute Nachricht. Und ich liebe es, weil es für mich so eine gute Nachricht ist und mich immer wieder begeistert. Und Jesus, es ist cool, dass es so viele verschiedene Arten und Weisen gibt, wie wir es erklären können und wie wir auch deinen Tod und die Verstehung erklären. Und es ist so kraftvoll. Aber manchmal fokussieren wir auch zu fest auf das und vergessen, den Leuten mitzuteilen, was denn die Auswirkung vom Evangelium ist für sie. Und ich bitte dich, dass wir in dem Sinne weit sprachfähiger werden. Dort, wo vielleicht sich manchmal so Muster eingeschlichen haben, wo wir fast gar nicht anders können oder fast gar nicht anders wissen, dass wir das wie nochmal lernen dürfen, dass wir zum einen für uns selber nochmal entdecken dürfen, was denn die guten Auswirkungen vom Evangelium für uns sind. Und dass wir lernen, dass anderen die gute Nachricht weiterverzählen können und es geben. Gerade dort, wo sie es nötig haben. Gerade dort, wo es so einen Punkt in ihrem Leben trifft, wo sie darauf warten, dass ihnen jemand die gute Nachricht erzählen kann. Ich wünsche mir, Jesus, wir dürfen eine Kirche sein, die begeistert ist vom Evangelium, die begeistert ist von dir. Und eine Kirche, die andere Menschen von ganzem Herzen liebt. Jesus, da bitte ich dich wirklich, dass du unsere Herzen schaffen kannst, dort, wo es uns manchmal fehlt an dieser Liebe. Was irgendwo schwierig ist. Jesus, du hast es bei mir machen können und ich weiss, dass du es bei jedem Einzelnen von uns machen kannst. So bitte ich dich, Jesus, dass du die Liebe für unsere Nachbarn, für unsere Nächsten, für die Menschen in unserem Umfeld ausschüttest in unsere Herzen. Dass wir von dieser Liebe bewegt und angetrieben sein. Amen. Wir gehen jetzt nochmal im Worship rein.